Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Hollow Knight. Ihr verwundert euch sicher bestimmt, warum ich jetzt an einem komplett anderen Ort hocke als beim letzten Mal. Dort bin ich auch noch im Kolosseum drin gewesen, und zwar habe ich, blöd gesagt, eine Aufnahme ist wieder futsch gegangen. Das Videomaterial ist komplett verzerrt, ich kann es mir nicht abspielen und ich kann es nicht rendern. Aber ich würde ganz kurz erklären, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Klar, es ist halt jetzt mega schade, dass das schon wieder mal passiert ist, aber ich hoffe eigentlich, dass ich jetzt durch die neuen Einstellungen das nicht mehr vorkommen sollte. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert, dass die Probleme nicht mehr stattfinden sollten. Wir sind ja beim letzten Mal im Kolosseum der Narren gewesen. Dort habe ich ja dann eine Runde gewonnen, die zweite dann verloren gehabt. Danach habe ich mich eigentlich aufgemacht zur Station der Königin. Von dort aus bin ich dann eigentlich ganz kurz zu unserem Münzhändler gegangen, also Geo-Bankhändler. Habe dort sehr viel Geo auf unsere Bank draufgelegt und habe im Nachhinein dann da unten in der uralten Becken den kleinen Weg, da sind wir noch anschauen gegangen. Eigentlich nur das bisschen. Also blöd gesagt, im Großen und Ganzen bin ich mehr auf Tour gewesen, um unsere Sachen zu verräumen und das neue kleine Weg erkunden. Und das nächste Ziel wäre eigentlich gewesen, die Karte hier unten aufdecken in der Kanalisation. Also darum hocke ich eigentlich hier parat. Wir haben auch noch mal ganz kurz nachgeschaut, aber was wir jetzt nicht nachgeschaut haben, bin ich noch kurz beim Waffenschmied gewesen, weil da unten in dem kleinen Eckchen, wo der untere Pfeil ist, habe ich noch mal ein bleiches Erz gefunden. Was natürlich für unseren Nagel ziemlich gut wäre, aber der liebe Nagelschmied hat uns dann mitteilt, dass wir 2 bleiche Erze brauchen, um unseren Nagel nochmal verbessern können. Und darum haben wir uns dann hier aufs Bänkchen gesetzt, um uns parat zu machen, in die Kanalisation zu gehen. Ich hoffe, ich kann es soweit plus minus gut erklären, was wir eigentlich so plus minus gemacht haben und was wir angeschaut haben. Wirklich viel ist es nicht gewesen, es war wirklich mehrheitlich ein Umeinanderreisen gewesen. Und ich muss mich an dieser Stelle wirklich entschuldigen für die Leute, die das Let's Play durchgehend verfolgen. Mir tut das selber mega leid. Ich bin vorher fast selber ziemlich verrückt worden auf mich selber, dass mir überhaupt so ein Fehler passiert ist oder wieder passiert ist. Und ich hoffe einfach, dass ich jetzt mal ein Let's Play anbringe oder dass ich es jetzt anbringe, durchgehend durchziehe, ohne irgendwelche Fehler oder Hindernisse, wo mir auch ein bisschen den Spielspaß nehmen. Weil klar, ich wollte die Freude irgendwie mit euch ein bisschen teilen und das funktioniert im Großen und Ganzen nicht so. Aber ich würde sagen, ich versuche mich jetzt nicht grossartig von dem aufhalten zu lassen und wir machen uns in dem Fall direkt einmal auf. Ab in die Kanalisation. Zum Karten suchen, um dort mal mehr aufdecken und zum schauen, ob es vielleicht dort noch 1, 2 Sachen mehr für uns hat. Und ja, dann machen wir uns gemütlich mal auf den Weg. Ui, der ist gerade abgesoffen. So, la. Moin, moin. Müssten wir da eigentlich einfach alles einmal durchgehen. Und ich schaue jetzt eigentlich, also ich habe jetzt 2800 Geo habe ich in der Bank verstaut. Bedeutungsweise 800 Geo, also 900 Geo, die wir jetzt bei uns besitzen, haben wir eigentlich schon fast wieder zusätzlich verdient. Also 500 haben wir vorher gehabt, 400 haben wir zusätzlich noch dazu bekommen. Und ich würde sagen, das ist eigentlich immer so ein guter Standard zum dabei haben, wo man jetzt auch nicht allzu sehr weh macht, wenn ich es verliere. So, wir sind jetzt in der König... Ui, das hat geklopft, wenn ich das kaputt... Ui, das macht Bums, wenn ich das kaputt mache. So, wir sind jetzt in der königlichen Wasserwege. Jetzt ist eigentlich das Ziel zu schauen, dass wir da... Genau, das sind die schon wieder. So, dann machen wir die so kaputt. Und jetzt ist eigentlich das Ziel, dass wir da mal den Kartenmacher finden, um die Karte aufdecken. Da ist auch noch ein Bänkchen gekennzeichnet. Das sagt mir jetzt sogar ganz und gar nicht, dass da mal ein Bänkchen war, wenn ich ehrlich bin. Da sind wir, glaube ich, überall auch schon gewesen. Aber trotzdem würde ich mir das gerne mal anschauen. Muss ich da oben durchgumpen, um oben durchzukommen? Ja. Aber da unten durch hat es auch noch einen Weg. So, dann versuchen wir unsere Stinkwolke kaputt machen, wenn es anders nicht geht. Und sonst einmal über ihn drüber, da unten durch. Sind wir da schon gewesen? Okay, was? Okay. Da finden wir nochmal eine Quelle für ein ranziges Ei. Okay, das heisst, da sind wir jetzt wirklich noch nicht gewesen. Dann ist es ziemlich interessant, nochmal da durchgüchseln. Hier oben hat es auch den Fall noch Wasser. Das sind die wieder. Oh, die können wir jetzt sogar schon one-hitten. Das ist natürlich ziemlich nice für uns. Oh, im Wasserkampf ist mühsam. Okay. Ja, hallo. Wir haben ein drittes Maskenteil gefunden. Das heisst, noch eins mehr. Und wir haben nochmal eine Maske mehr, also ein Leben mehr zur Verfügung.
Das ist natürlich ziemlich nice an dieser Stelle. Und da sehe ich auch schon ein Papierchen auf dem Boden. Was bedeutet... Bleib einfach weg von mir! Nice, okay. So, dann füllen wir nochmal ganz kurz das Leben an. Das Papier bedeutet ja, dass irgendwo da sollte sich der Kartenmacher befinden. Das wäre natürlich ein ziemlicher Vorteil. Schauen wir mal nach, ob er sich irgendwo... Ja, da höre ich etwas. Oh mein Gott, da höre ich etwas. Da ist einfach Barrikaden, glaube ich, zugegangen, oder bin ich jetzt... Hey, was ist jetzt mit diesen Luftballonen los? Die gehen ja voll ab. Ich verstecke mich schnell da hin und versuche mein Leben anzufüllen. Mit so etwas habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das heisst, die müssen wir in dem Fall alle zuerst kaputt machen. Das sollte gut machbar sein. Gott sei Dank brauchen die nur 2 Hits. So, dann haben wir die erledigt. Da haben wir noch einen Schalter zum Umlegen. Und... Conifer, Sally! Oho, sind diese Wasserwege nicht aufregend? Ein Labyrinth aus Rohren und Tunnel. Einen besseren Ort, um mich meiner Talente zu bedienen, hätte ich mir nicht wünschen können. Alles hier ist so ordentlich, so durchdacht, so ganz anders als die rohe Untermäßigkeit jener Höhlen. Oh, leider sagt mir mein Rüssel jedoch, dass die Pilzhöhle nahe ist und mein klammes Abenteuer bald ein Ende finden könnte. Diese Karte ist dann wohl fertig. Karte dieses Gebiets kaufen, jawohl! Karte aktualisiert. Jetzt haben wir eine Karte für das Gebiet, oh mein Gott! Das ist natürlich ziemlich nice, jetzt können wir uns einigermaßen besser zurechtfinden. Oh, hey. Dann würde ich sagen, machen wir uns gerade mal auf den Rückweg. Dann haben wir den lieben Conifer gefunden. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, ob wir da irgendwie an den oberen Weg ankommen. Jawohl, weil da sind wir ja noch nicht gewesen. Nice, wir haben den Conifer gefunden und ein Maskenteil schon mal mehr. Jetzt könnten wir, blöd gesagt, auch noch das nächste Maskenteil betrachten. Ranzige sei. Das nächste Maskenteil im Laden kaufen, dann hätten wir wieder ein Leben mehr, was ziemlich nice wäre. Steht das nochmal auf, nicht? Jawohl. Die Viecher sind mir immer noch ein bisschen unkoscher. Oh. Die machen mir immer Angst mit ihrem Geschrei. Das habe ich gar nicht gesehen. Die Wasserwege sind wirklich, wirklich komisch. Mit diesen mutierten Käfern da unten. So, dann füllen wir lieber gerade mal noch kurz unser Leben an. Okay, wo sind wir da? Ah, da sind wir wieder an dieser Stelle. Okay, alles klar. Aber das ist schon mal gut, dass wir wenigstens oben durch auch noch geschaut haben. Oh, ist das knapp. So, dann würde ich gerne da mal oben durch. Wir haben jetzt den unteren Weg mal angeschaut. Oh. Hör auf Sommerschreien da! Ruhestörung! Das geht ja gar nicht. So. Haben wir nochmal einen von denen. So, Gott sei Dank haben wir schon mal einen besseren Nagel. Jetzt fehlt uns ja wirklich nur ein eisbleichen Erz, um den zu verbessern. Also ich weiss ja schon, dass wir den in der Arena würden bekommen, wenn wir die zweite Runde würden gewinnen. Aber das Problem ist mir wirklich noch ein bisschen schwierig. Ist mir am letzten Mal einfach so ein bisschen aufgefallen, dass es halt schon lohnen würde, wenn wir dann von Anfang an ein bisschen stärker wären, dort aufzutauchen. Wo sind wir jetzt da? Okay. Da unten am Wasser hat es irgendwie noch einen Durchgang. Das können wir irgendwie aufschlagen, oder mache ich das nur? Jawohl! Ein Raubli, yeah! Sag dem Grosspapi einen lieben Gruß von mir. Wir kommen später vorbei auf dem Kaffee und Kuchen. So. Da unten sollte sich ein Bänkchen befinden. Schauen wir uns das schnell mal an. Ausruhen! Jawohl, das sind wir nämlich, glaube ich, auch schon mal gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Da unten hat sie nochmal so einen kleinen Bosskampf. Im Großen und Ganzen könnten wir den sogar einmal versuchen. Ich würde mal sagen, komm, wir versuchen mal den Bosskampf ganz kurz. Weil jetzt haben wir ja den Nagel verbessert, das haben wir beim letzten Mal noch nicht gehabt. Wie auch ein verbesserter Schuss. Komm, ich versuche mich da durchzuschleichen. Funktioniert doch nicht so gut, wie ich gedacht. Oh, die kommt sogar bis da oben. Der ist gerade versoffen, das ist natürlich auch gut. Komm runter. Jawohl. Ich glaube, da drauf komme ich jetzt gerade momentan nicht mehr. Doch! Gut funktioniert, weil wir müssen ja eigentlich da zwischendurch. So. Genau, dann fülle ich mal noch schnell gemütlich ein Leben an und dann versuchen wir uns mal den Gegner noch mal zu stellen. Mal schauen, ob wir das gut anbekommen das mal. Dann können wir... Nein, ich lasse mich nicht durchfliegen, sonst starten wir ja direkt in den Kampf rein. Genau, der hier. Der riesige Kokon. Der beschwört ja die ganze Zeit irgendwelche Viecher.
Genau, beim letzten Mal haben wir nämlich noch 2 Hits gebraucht. Oh! Freut mich gerade, ob die Strategie überhaupt etwas bringt. Ich versuche mich da... Oh, das ist... Oh, das ist... Oh, da! Nice, haben wir es geschafft! Oh mein Gott, wir haben es geschafft mit unserem letzten Leben. Halleluja! Und was bekommen wir jetzt dafür? Ah, da oben liegt etwas. Betrachten! Engelsnest. Ein neuer Sockel. Lebender Talisman aus dem Darm einer Egelmatrone. Verwandelt den Zauber Rachegeist in eine Horde explosiver Egelbabys. Okay, speziell. Okay, sehr speziell. Aber wir haben etwas Neues erhalten und wir haben den Kampf einwandfrei gewonnen. Das heisst, da müssen wir auf jeden Fall sicher mal schon mal nicht zurückgehen. Da können wir jetzt gerade mal schnell unser Leben anfühlen. Ich würde sagen, wir machen uns sowieso gerade... Ja, wenn es vom Leben her langt, nehmen wir müssen sowieso nochmal aufwärts. Alles klar. Dann machen wir das auch. So, dann kommen wir nämlich nochmal schnell aufs Bänkchen zurück. Hola. Einmal aufwärts, genau. Ich hoffe, wir sind richtig. Ich hoffe, wir sind richtig und meine Orientierung sind, lässt mich nicht im Stich. Also ich muss sagen, auch wenn ich mir das jetzt so anschaue, was in dieser Folge passiert und in der letzten Folge passiert ist, wollte ich mich wirklich gerade an dieser Stelle nochmal entschuldigen. Ich habe wirklich sehr harte Schuldgefühle. Ich habe nur schon allein Schuldgefühle, wenn ich mal eine Folge rausbringe, wenn ich das wirklich gerne mal durchziehe. Da mir YouTube wirklich mega viel Spaß macht. Also ich hoffe, dass ich irgendwann mal mehr Zuschauer natürlich erreiche, die sich interessieren dafür, was ich mache. Und ich habe wirklich auch mega Schuldgefühl an diesen Stellen immer. Und denke mir so, ja Mann. Aber ich muss sagen, in der letzten Folge ist einiges weniger passiert als in dieser Folge. Klar ist das jetzt keine Entschuldigung. Aber in der letzten Folge sind wir wirklich mehr am Umreisen und haben ein kleines Sörtchen erforscht, wo wir dann unser bleiches Erz gefunden haben. In dieser Folge haben wir jetzt schon mal einen Boss besiegt, haben schon mal Karten gefunden von den Wasserwegen, was natürlich ziemlich nice ist. Und würde sagen, wir gehen jetzt hier mal komplett rechts durch. Jetzt habe ich noch einen Weg abwärts, den ich mir noch gerne anschauen würde. Und ich bin so froh, können wir die jetzt wenigstens one-hitten, die kleinen Viecher, die uns da so angumpen. Und den Boss haben wir ja auf eine gewisse Art und Weise gut anbekommen. Kommt an. Nice. Ah, Leben haben wir voll, da muss ich gar nicht nachfühlen. Ich habe schon gemeint, wir hätten nochmal ein Leben zu wenig. So, wenn wir ganz führen gehen, sollte nochmal einen Weg abwärts führen. Ich sage, dann schauen wir uns doch mal an. Let's go! So, da hat es nichts zum Durchgehen. Immer wieder mal nachgüchseln, dass wir da einen Weg verpassen. Für unten haben wir nämlich auch noch gar keine Karte. Nice. Da haben wir wieder so einen, der ist angecharged. Voilà. Jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, da unten kommen wir böse auf den Keks, wenn wir da drauf kumpen. Dann haben wir noch einen Käfer, der uns im Weg ist. Nice. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich verliere mein Leben an, nicht, dass da plötzlich irgendwann mal ein Bosskampf auf uns wartet. Hä? Die gleichen Edelmetall wie mit Juwelen könnten... Ah, das hat das kennzeichnen, dass wir da wirklich uns durch... Was? Okay. Wir haben, wie es aussieht, einen Zwischenweg gefunden. Zwischen der Kanalisation und den Wegen. Aber das Problem in der ganzen Sache ist, ich hätte mich weiterfliegen lassen, weil dort hat es nochmal einen Weg, der weitergegangen wäre. Das ist natürlich jetzt ziemlich dumm. Bedeutungsweise, ich müsste schon fast nochmal die Kanalisation zum D-Weg erkunden und ich glaube, das mache ich jetzt einfach einmal stinkfrech nochmal. Da ich das jetzt weiss, sollte das ziemlich schnell vorwärts gehen. So, kleiner Jump'n'Run Würmer! Oh, ich hab doch keinen gefragt! Hey, ich hab zuerst geschlagen! Unfair. Unfairer Kampf gewesen gerade. Wow, Mann. Das habe ich jetzt wirklich nicht gewusst, dass dort durchgeschlittert werden. Ich würde sagen, das probieren wir jetzt gerade noch mal kurz aus, dass wir das wirklich auch erledigt haben. Die Folge ist schon einiges passiert. Eieieiei. Jetzt haben wir wenigstens die königlichen Wasserwege freigeschaltet. Ich könnte den Käfer noch mal eins auf den Keks geben, um noch mal ein bisschen Gold zu verdienen. Oh, da hat man jetzt wirklich eins, da hat man jetzt richtig eins geboxt, du. Ich habe nicht gedacht, dass das jemals wird der Fall sein. So, lass mich durch. Oh, jetzt hat er mich schon wieder geboxt. Komm. So, dann sollten wir da vorne nämlich auch schon wieder in die königlichen Wasserwege bekommen. Aber dass sie jetzt so aneinander verzwickt sind. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. So, das heisst eigentlich einmal wieder alles abwärts und dann gerade mal schauen, was dort passiert. Oh, der kann noch wirklich noch mal ab.
Komm, die töten wir alle. Dann können wir nämlich dann nochmal richtig ein bisschen Taler rüber. Das können wir sicher auch noch gut gebrauchen. Jetzt haben wir im Gesamten sicher schon um die 4000 Geos. Ich muss aufhören Taler sagen, ich sage immer Taler. Hei. Über 4000 Geos beieinander. Und ich weiss immer noch nicht, für was wir das ausgeben. Oder für was wir das genau brauchen. Für den Nagelmacher ist klar. Für den brauchen wir das sicher noch. Nein, den brauche ich nicht. Ich muss da unten durch. Der verfolgt das richtig. Tschüss. Oh, jetzt habe ich den Spalt geschlagen. Komm, ich versuche mich da gerade einmal so drüber. Moinsen! Nice. So, lieber nochmal schnell das Leben anfüllen, weil ich weiss nicht, was denn im Nachhinein auf uns wartet. Wir sollten schon fast wieder da sein, wo wir müssten hingehen. Jawohl, also jetzt einmal da abwärts. Moin, moin. So, la. Dann sind wir nämlich schon wieder da. Versuchen wir da rüber zu gehen. Jawohl. Das denke ich fürs... Oh, jetzt bin ich voll... Ah, Mann. Fail. So, la. Und jetzt einfach einmal komplett durchschlittern lassen. Dann schauen wir mal, was passiert. Das nimmt mich jetzt noch nicht grausam Wunder. Okay, und wo kommen wir jetzt hin? Okay. Sehr speziell. Okay. Also, warte mal schnell. Das heisst, da nochmal aktivieren. Und da drüber kommen. Ich höre da irgendeinen gröberen Herzschlag. Ich versuche jetzt zuerst mal da durchzugehen. Jawohl. Okay, das haben wir jetzt mal auffüllen. Aber zuerst mal schauen, ob es da hinten noch irgendetwas hat. Weil ich da... Ich höre da wirklich grössere Gegner. Ich will da nicht zu lange einstellen. Ja, genau, dass ich da plötzlich in etwas reinfliege. Oder? Oh! Das ist aber tierisch knapp gewesen. Ein ranziges Ei! Betrachten! Ranziges Ei. Zwei, dass ich das langsam auswendig weiss. Von denen haben wir jetzt auch schon ein paar gefunden. Da geht es nicht weiter. Jetzt müssen wir hier nochmal aufwärts gehen. Wir finden uns da wieder an einem völlig unbekannten Ort. Das habe ich natürlich ziemlich gern. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich denke, ich probiere jetzt einfach mal mehr... Hey! So, nochmal einen aufgefallenen Taler. Nice! Hey, wir haben schon fast wieder 1200 Taler zusammen. Seit wir einen Geoschwarm haben, sammeln wir wirklich einigermaßen ziemlich gut Geos ein. Das ist auch wieder so ein Weg, wo ich mich frage, warum gibt es da einen Weg? Ruckelt da irgendetwas am Boden nicht? Decken oben auch nicht wahrscheinlich, hä? Okay, dann füllen wir lieber mal schnell das Leben einmal nach und dann schauen wir mal weiter. Okay. Eintreten. Machen wir mal. Hä? Wo bin ich da? Hä? Ich bin jetzt unsicher, ob das tönt wie ein Gestöhn oder wie ein Gebrülle. Okay. Sally? Sag mir nicht, ich muss kämpfen gegen dich. Da ist ein Ausgang. Okay, zuhören. Ewige Emilitia. Ah, was für eine Überraschung. Ich bekomme nie oft Besuch. Es ist so lange her. Eine Ewigkeit. Ich hoffe nur, meine Manieren sind nicht eingerostet. Du hast ohne Zweifel meinen Wohlstand bemerkt. Du hast es erfasst. Ich bin bekannt in der oberen Kaste von Heilandsnest. Naja, ich war es einmal. Bis diese Dummköpfe mich rauswarfen. Hast du sie getroffen, meine ehemaligen Kameraden? Das da draußen sind ihre Körper laufen Geisterabwesen und leer umher. Ich bin noch am Leben, um ihren elenden Untergang mit anzusehen. Ah, ich bin so froh, das Schicksal kann so wundervoll sein. Ist das alles gewesen? Okay. Ist das Leben nicht wundervoll? Okay. Und wo kommen wir da an? Ah, was? Wir sind wieder in der Stadt der Tränen. Wisst ihr was? Ich würde aber mal sagen, ich mache mich mal auf zum Bänkli. Weil dann würde das sogar die Karte noch ein bisschen aktualisieren. Und dann wissen wir jetzt, dass es da nochmal einen Zwischengang gibt, wo uns sollte aber in die Kanalisation führen. Nice. Weil dort haben wir jetzt eindeutig noch nicht alles erforscht. Und das wollte ich sicher mal noch machen. Ah ja, das ist der falsche Weg. Mann.
Also die Karte wird momentan immer komplexer, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne an Hollow Knight. Es ist nicht irgendwie einfach irgendetwas zusammenbastelt, sondern es hat alles einen Hintergrund und eine absolut schöne Geschichte. So, ausruhen. Sollte ich mir das Ganze mal schon auf der Karte anschauen. Und zwar königliche Wasserwege. Genau, weil da unten haben wir jetzt einen Weg, der noch weitergeht. Der wird wahrscheinlich dann hier anführen. Da oben sind wir ja jetzt reingegangen. Da würden wir wieder ankommen, wenn wir dann hier unten durchgehen. Und da, also es hat wirklich noch 2 Wegführungen, die ich mir gerne noch anschauen würde. Aber wisst ihr was? Wie wir das Ganze anbringen, das machen wir doch in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde Hollow Knight mit dem Schweizer. Wenn es euch gefallen hat und ihr nicht absolut sauer sind, dass nochmal eine Folge verloren gegangen ist, dann lasst doch liebend gerne ein Abo und ein Like da oder einen Kommentar mit offenen Meinungen, Kritik oder was auch immer. Und vergesst nicht, die Glocke aktivieren. Ich danke vielmals fürs Einschalten und Tüdelü!